Herzlich willkommen zum DocBlog auf dem Gesundheitsportal Bayern. In meinem aktuellen Beitrag möchte ich auf Gesundheits- und Medizin-Apps eingehen. Warum ist das Thema so aktuell? Inzwischen ist das Angebot an Gesundheits- und Medizin-Apps in den App-Stores nahezu unüberschaubar geworden. Täglich kommen neue Anwendungen hinzu. Monatlich kann man von etwa 1000 neuen Apps in diesem Bereich ausgehen. Dabei kann es sich um gesundheitliche Ratgeber, Anwendungen zur Arzt-, Klinik- oder Apothekensuche, Medikamentenerinnerungen oder Dokumentationssysteme handeln. Manche Apps erlauben sogar die direkte Kommunikation mit ihrem behandelnden Arzt oder die Messung bestimmter Körperfunktionen. Was können nun Gesundheits- und Medizin-Apps leisten? Gesundheits-Apps oder auch Fitness-Apps möchten die Anwender bei einem gesundheitsförderlichen Lebensstil unterstützen. Medizin-Apps sollen Patienten, aber auch dem medizinisch-therapeutischen Personal bei der Diagnose, Therapie und/oder Überwachung von Krankheiten helfen. Aber auch immer mehr Ärzte und Krankenhäuser nutzen Apps, um die Vernetzung untereinander sowie die Behandlung der Patienten effizienter zu gestalten. Wer prüft nun die Qualität dieser Apps? Leider gibt es noch keine offizielle Instanz, die medizinische Apps regelmäßig überprüft. Deshalb gibt es auch kein einheitliches Gütesiegel. Zwar gibt es inzwischen beispielsweise einen Ehrenkodex für Gesundheits-Apps, es bleibt aber den Anbietern überlassen, ob sie sich freiwillig zur Einhaltung der darin festgelegten Standards verpflichten. Was sollten Sie nun vor Verwendung einer Medizin-App beachten? Da es keine unabhängige Prüfinstanz für Apps gibt, sind Sie als Anwender selbst gefragt. Informieren Sie sich über folgende Fragen, bevor Sie sich dazu entscheiden, eine neue App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu installieren. Wer bietet die App an und wie wird sie finanziert? Welche Funktionen verspricht die App? Auf welche Daten greift die App zu? Gibt es Hinweise zur Weitergabe der Daten an Dritte? Denken Sie bitte auch daran, dass es in Deutschland zwar unterschiedliche Regelungen und Gesetze zum Datenschutz gibt, ausländische Anbieter diesen aber nicht unterliegen. Wie valide sind die Ratschläge in der App? Orientieren Sie sich an medizinischen Leitlinien und aktuell anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen? Nun, wo können Sie sich umfassend über Gesundheits- und Medizin-Apps informieren? Wenn Sie weitere Informationen zum Thema Apps benötigen, schauen Sie doch auf die Homepage der Bayerischen Telemed-Allianz. Dort haben wir in der Kategorie Angewandte Telemedizin und den Punkt Apps zahlreiche Informationen, Handlungsempfehlungen und Anwendungsbeispiele zusammengestellt, die Sie bei der Auswahl der richtigen App unterstützen sollen. Ich hoffe, dass Sie aus meinem DocBlog wieder wichtige neue Erkenntnisse für sich und Ihre Gesundheit gewinnen konnten. Vielen Dank für Ihr Zuschauen und alles Gute.